Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! 5D's Legacy of the Duelist. Oh ja, ihr habt es richtig gehört. Auf Deutsch, nicht auf Englisch, not in English. I'm sorry guys. Yeah, I kind of want to continue what I started with, and that is in English, in German. So if you got a problem with that, just leave me a comment below, and I will see if I can help there. Aber jetzt fangen wir an mit Achtung, fertig, Duell. 5Ds. Die Zeit der Synchro-Monster ist anbelangt. Die Zeit der 5 Drachenmonster, für das steht die nämlich, die 5 Dragons. Werden wir alle in einer Folge mitbekommen? Ich glaube nicht, aber naja, wir legen los. Lade jetzt 5DS Geschichten 2021. Hey, das ist jetzt der. Schauen, wie sie sich damals 2021 vorgestellt haben. Damals, das war 5D, sind nicht rausgekommen. 2000 und 6, 7, 8, 9. Gürei. Egal. Du ein junger professioneller Amateur gleichermaßen. Es ist der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Willkommen in New Domino City, Heimat des Turbo-Duell. Genau. Ein Grund, warum das viele 5Ds, also das Yu-Gi-Oh! Logo abgelöscht hat mit 5Ds. Turbo-Duell. Turbo-Duelle sind eine neue Form des Duells, die auf Motorrädern stattfindet, genannt Duel Runners. Ja, man duelliert sich auf Motorräder, also Töpfe. WTF. Allerdings beginnt diese Geschichte nicht in New Domino City. Wir schließen uns unseren Helden Yusei Fudo in den ärmeren Stadtrand, bekannt als Satellite, an. Genau. Ja, das ist so eine klassische, wie die oft mal in der Serie, vor allem in Anime-Reich, oben und die arme Viertelindustrie unten. Unten herstellen sie her und in den Krampfen für die Reichen oben ein klassisches Filmmotiv. Yusei, der Typ links, wurde Unrecht getan von den ungeschlagenen Turbo-Duell-Champion Jack Atlas, rechts. Kann man gut vergleichen mit links Yugi rechts Kaiba. Die beiden waren einmal Freunde, aber Jack stahl Yuseis zwei wertvollsten Besitztümer, den Sternstaubdrachen und seinen maßgefertigten Duellrunner. Jack verließ Satellite und wurde der Turbo-Duell-Champion für New Domino City. Ja, er hat es geschafft, er ist aus der armen Viertel gekommen und hat sich bei der Reichen oben einlisten als der stärkste Duellant, hat jedoch seine Wurzeln vergessen und dem armen Yusei Fudo sein Zeug geklaut. Yusei wollte Jack konfrontieren, aber leider war der Sektor-Sicherheitsdienst immer in seinem Weg. Ja, die dürfen sich nämlich nicht gross draussen aufhalten oder so, weil der Sicherheitsdienst ist hinter diesen Menschen her. Yuseis Freund Rayleigh fand ein Skyland 30 Beschleunigungschip. Yusei benötigt diesen Chip dringend für einen neuen Duellrunner, den er baute. Hey, Yusei, schau dir das an. Es ist ein Skyland 30 Beschleunigungschip. Sie sind nicht unglaublich teuer. Sag mir nicht, du hast ihn gestohlen. Ich habe nichts gestohlen. Er lag auf dem Boden am helllichten Tag. Nein, doch. Okay, haha, danke, das ist genau, was ich brauche. Per Zufall ist es gefunden, genau. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Haha, wird es ein Duellrunner schneller machen? Auf jeden Fall. Ja, damals. Man muss Yuseis Gesicht gut anschauen. Und dann mit nachher vergleichen. Leider hatte der Sektor-Sicherheitsdienst Rally verfolgt und Yusei und seine Freunde schnell erreicht. So war es an Yusei, den Sektor-Sicherheitsdienst zu konfrontieren und seine Freunde aus der Patsche zu holen. Der Sicherheitsdienst, der ist der Trutsch, genau. Ich wusste, ich hätte dich einsperren sollen. Haha, als du noch ein Kind warst. Sieht so aus, als ob du endlich meinen Wunsch, bekommen. Wirst du es einfach machen und leise mitkommen? Hätte gar nicht gemacht. Jetzt das Gesicht anschauen. Schön, hä? Make-up braucht's da viel. Werde ich, wenn du mich schlagen kannst. Haha, du hast dir einen Deal besorgt. Narr. Das wollte ich auch machen. Wenn ich etwas klauen will, im Spar oder Coop, dann muss ich mit der Bulle duellieren. Wenn ich gönne, komme ich raus. Genau, das Ding wird Synchromonster erklären. Das wird wie immer das erste Duell ein Tutorial-Duell sein. Keine Sorge, ich sage euch, wie man Synchro-Beschwörungen durchführen. Tempo-Krieger setzen. Okay. Wir haben
Empfängermonster und Nicht-Empfängermonster. Seht ihr da? Die Karte ist unten ein Grübel synchronisiert, Krieger, Empfänger, Effekt. Das heisst, es ist ein Empfänger, genau. Und wir brauchen das zusammen mit, das ist auch ein Empfänger übrigens, mit Nicht-Empfängermonster. Empfänger, Nicht-Empfänger. Der da zum Beispiel. Siehst du, nur ein Krieger-Effekt. Genau. Und jetzt tun wir die zwei zusammen auf den Füller legen vom Spielfeld. Und dann so können wir eine Synchrobeschwörung durchführen. Wir brauchen keine Polymerisation oder so. Einfach nur eine Synchrobeschwörung mit zwei Monstern vom Spielfeld. Genau. Und zwar müssen die Stufen, also die Sterne, die Level, wie ihr auch immer wollt, gleich hoch sein wie die auf dem Synchromonster, das ihr spielen wollt. Ähnlich wie beim Ritual. Aber Ritual kann man auch mehr Sterne haben. Das aber nicht. Da können wir nicht mehr Sterne haben. Sprich, wenn wir auf Stufe 8 Synchromonster beschwören, können wir jetzt nicht einfach 3, 2. Die drei sind ja Level 10 zusammen, können wir also keine Stufe 8 beschwören. Mit den Sachen, die wir auf dem Feld haben. Mit dem und dem sind 8, aber mit dem nein. Und auch Stufe 9 können wir so beschwören. Es muss genau passen. Und gewisse Synchromonster haben spezielle Bedingungen. Was? Ah, gut. Der hier hat zum Beispiel, der braucht einen Grümpel-Synchronisierer, nicht irgendeinen Empfänger, er braucht einen Grümpel-Synchronisierer. Was der hier ist. Und zusammen mit dem gibt es die 5 Sterne, die wir brauchen für eine Synchronisation. Nein, Synchronisation. Verdammt, das funktioniert nicht. Grümpelkrieger, genau. Und der kommt wie alle anderen auch ins Extra-Deck, also extra Monsterzone. Jetzt können wir auch eine Stufe 7 machen. Vorher hätten wir Stufe 7 nicht machen können, weil wir eine Stufe 3 Empfänger und eine Stufe 2 Empfänger und eine Stufe 5 Monster. Das wären 2 Empfänger. 2 Empfänger, genau. Und das normales Monster, das geht nicht. Wir brauchen 1 Empfänger und alle anderen Monster, aber nicht mehr als 1 Empfänger in der Regel. Nicht 2 Empfänger. Gibt auch Unterschiede, Ausnahmen meine ich, aber in der Regel nicht. Stufe 2, Stufe 5 geht wieder zusammen. Stufe 7 für einen Nitro-Krieger. Der hier hat jetzt ein Nitro-Synchron gebraucht, den wir auf dem Feld hatten. Ja, wir hätten sogar sogar können das mit dem Stufe 5 Trick reichen, den wir auf dem Feld haben, beschwören. Da. Und er hat, ja. Trick reichen können beschwören, aber ja, mit dem Nitro-Ding. Aber wir haben den Dings ja zurück. Aber ja. Das macht Link Monster ein bisschen Angriff. Mit einem Synchrobeschwörungsmonster. Es gibt keine Synchrobeschwörungsmonster anzugreifen. Da. Einmal bei Spielzug, falls du eine Zauberkarte aktiviert hast, diese Karte über. Okay. Mit dem Zug eine Zauberkarte aktiviert. Drum hat sich der Effekt von Nitro Kirik. Er kommt 1000 Angriffspunkte über. Zum Angriff. Zum Angriff. Okay. Das Tutorial-Duell bestanden. Und da geht meine Beförderung. Ich glaube, ich gehe zurück, um ein Dual-Runner-Politest zu sein. Dual-Runner-Politest, ein Streifenwagen-Polizist. Oh. Eine Explosion aus der Vergangenheit. So, um das geht es. Jetzt werdet ihr normal duellieren. Der Sicherheitsbeauftragte will Yusei und seine Crew ins Gefängnis stecken. Wieso? Weiss ich bis heute nicht. Nur weil sie arme Menschen sind. Unterdrückung. Bäh. Genau. Also ich persönlich finde das schwachsinnig, Entschuldigung. Ich bin gespannt, das war aber kein Turbo-Duell. Turbo-Duell, wie gesagt, sind auf dem Dörf. Und das Spezielle daran, wer schneller um die erste Kurve ist, der darf anfangen. Und die Zauberkarten sind nicht Zauberkarten, sondern Schnell-Zauberkartenart. Wie soll ich sagen, Turbo-Duell-Zauberkarten. Turbo-Zauberkarten. Und es sind nicht die gleichen, haben ein bisschen andere Beschwörungsbedingungen, Effektbedingungen. Egal, ich schlafe fast ein.
Yusei entkam Trudge und den anderen Sektor-Sicherheitsdienst auf seinem Weg nach New Domino City. Dort kam er Auge zu Auge mit seinem Rivalen Jack Atlas. Jack hatte Yuseis Asskarte Sternenstaubdrache gestohlen. Mit Sternenstaubdrache war Jack in der Lage, Satellite zu entkommen und etablierte sich ungeschlagen als Turbo-Dual-Champion von New Domino City. Was? Mit dem Sternenstaubdrache? Mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Willkommen im Kaiba-Dome. Dieser Duelldome ist beeindruckend, nicht wahr? Fernsehen wird dem einfach nicht gerecht. Nun stell es dir mit Tausenden von begeisterten Fans vor, die den Namen singen und für dich jubeln, aber das ist etwas, das du nie erfahren wirst, Yusei. Denn nach diesem Duell werden die einzigen Leute, die dich anfeuern, deine Verliererfreundin Satellite sein. Und das ist, wenn sie dir nicht alle in den Rücken kehren, wenn du ohne ihn Sternstaubdrachen zurückkehrst. Hä? Gleiche Meinung. Du wirst es bereuen, dass jemals hierher gekommen zu sein, denn ich werde dich mit deiner eigenen Karte schlagen. Hey, das ist mein Duell. So spiele ich immer. Ich tue die anderen mit ihren eigenen Karten schlagen. Mann, unfair. Spielt als Erster, spielt als Zweiter, spielt als Erster, spielt als... Okay, sorry. Einzelmatch-Modus. Ja, Turbo-Duelle sind, ja, gewisse sagen... Es ist einmal etwas anderes. Andere wiederum finden es nicht so gut. Zu welcher Seite gehört ihr? Wenn ihr das Anime gesehen habt, weil ich glaube, das wird im Spiel nicht groß erklärt. Okay, einfach schon Vogelschwäche verdeckt, das ist eine geile Falle. Tut Angriff annullieren und er geht nicht in die Friedhof, sondern wir können sie gerade normal spielen. Doppelbeschwörung, das kannst du. Und auf das Monster kommt, dass sie vor Angriff gehört wird, kannst du die Karte das Ziel auf das ändern, wenn die Karte zerstört oder Friedhof gelegt wird, kannst du das Monster für das Monster dagegen. Okay. Oh ja. Ich glaube, da passiert jetzt nichts groß Spezielles. Hier du mal. Stachelschlabenigel! Und beende mit Zug. Was? Wieso beende ich den Spielzug? Na, was wollte ich jetzt schon machen? Ich kann ihn angreifen. Ich hasse als erstes zu gehen. Großteil Golem. Na gut. Zeig, was du kannst. Gegen den Kampf eröffnet, ich aktiviere. Haha! Eisenschrott Vogelscheuche und du sie wieder verdeckt setzen. Wieder! Weil ich das kann. Dringender Empfang. Oh. Sehr nice, sehr nice. Wird er verdeckt. Und mit Doppelbeschwörung warte jetzt noch. Wieder! Ja, bö. Egal. Man muss sich seine Ressourcen aufsparen. Das ist sehr, sehr wichtig im Duellieren. Uhrenresonator, okay. Der Uhrenresonator greift mich mal an. Lass ich durch. Weil, wenn man den Großteil Golem angegriffen hat, die ein Lebenspunkt mehr verloren. Nummer 400, die nehme ich mal auf mich. Der gesamte Stachelschrabenigel im Friedhof und du gehört, ich bin eigentlich noch ganz gelassen. Oh verdammt, jetzt nicht mehr. Ja, eine von diesen 5 Ds haben wir jetzt schon kennengelernt. Vorher der Sternenstaubdrache, jetzt sehen wir das erste Mal Rotdrachen Erzunterwäldler. Wow! Mit seinen 3000 Angriffspunkten ein mächtiges Stück Karte. Der klassische 3000er Angriff wie der weiße Drache vom Kaiba hat jetzt halt unser Rival Jack Atlas. Könnt ihr mal raten, wie viel Angriff unser Sternenstaubdrache hat. Nicht empfangen uns genau Schaden, das ist recht generisch, oder ein Eisempfängermonster, ist egal welches. Falls diese Karte eine Monster in Verteidigungsposition angreift und ein Gegner kontrolliert, zerstören Monster in Verteidigungsposition kontrolliert werden. Der in der Endphase zerstört alle anderen Monster, die du kontrollierst und keine Angriffe deklariert haben, aber anderen, okay. Diese Karte muss auf dem Spiel verlegen, um diesen Effekt aktivieren. Genau. Naja, wo soll sie auch so schlägen? Was haben wir noch? Klanghühnchen. Ja! Klanghühnchen! Was haben wir da? Stufe 2 und 5. Weniger gut. Doppelbeschwörung. Ich beschwöre machen. Gerümpel synchronisieren. Effekt von Gerümpel synchronisieren aktivieren. Jawohl. Stachelschraubennägel. Yeah, baby. Jetzt können wir auch eine fette Synchrobeschwörung durchführen. Zack und zack. Für der einzig wahre Gerümpelkrieger in Angriffsposition. Ihr seht, es ist nicht unser Bossmonster, weil der hat nur 2300. Jetzt
Der bekommt Angriffspunkte von allen Stufen 2 Monster, die wir auf dem Spielfeld haben. Der Stufe 1, also 2 oder weniger, so muss ich sagen. Jetzt hätte ich noch können, da muss ich Empfänger haben, scheiße. Habe ich ein bisschen misskalkuliert, aber hey, lassen wir sein. Das erste Mal muss der drüber kommen, über mich. Und das ist nicht immer einfach. Gut, mit dem geht's. Eigentlich peinlich. Ja, ich muss. Oh! Eigenschaft Vogelscheuche brauche ich für das. Oh, der tut weh. Sorry. Aber der tut weh. Wenn die Karte zerstört wird, genau, kann ich das Monster wählen und 1000 soll verlieren. Ich wähle, glaub, ihn. Die Karte kann zweimal nicht zerstört werden. Fett, oder? Jetzt griff ich an mit meinem Gerümpelkrieger und zwar. Was? Warum hat er 2,6? Ah! Während der Beschwörung. Okay, sorry. Nur während der Beschwörung wird der Effekt gültig. Nachher noch nicht mehr. Stolzes Gebrüll. Ah, das ist nach der Schadensverrechnung. Okay. Ja. Da habe ich Verständnis. Verrückter Rätsel der Welt. Okay. Er greift mit dem an. Mit dem würde ich gerne den Angriff annullieren, I guess. Ja. Cool. Mit dem da greift er an, aber er wird nicht zerstört. Er wird zerstört. Ist das nicht das, was ich meine? Ich muss mal schauen. Ah, er muss mit ihm angreifen. Haha! Weil, sonst werden sie zerstört, der Sternenfall, Erz und werden sie nicht. Du weißt, was ich meine. Was hat der Schildkrieger für einen Effekt? Während Schadensberechnung, du kannst diese Karte einen Friedhof verbannen und Monster. Ach so. Ein Empfänger komplett aktiviert diese Karte nur, wenn ein Synchromonster das Spezialbeschwörung auf die Spielzeit eines Gegners beschworen wird. Übernehme die Kontrolle über das Synchromonster und ferne es aus dem Spiel, wenn es zerstört wird. Wow! Das ist heftig. Theoretisch sollte noch easy geschützt werden. Dank meiner heißen Schwertvogelzeichen. Ausser der spielt jetzt ein Monster, das über 1900 Angriff hat. Und ich sage es noch. 2000. Oh! 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 Es langt ihm halt genau. Ich tue nochmal angreifen. Also, den Angriff abwehren. So, der hat gesagt, Eisenschrott, Vogelscheuche! Jetzt aktiviere ich den Effekt von meinem Schildkrieger. Verhindere, dass mein Monster zerstört wird. Und ich verhindere das irgendwie nicht. Ja, stimmt. Effekt von dem Typ. Effekt von dem Typ besagt ja, wenn er das Monster in Verteidigung angreift, zerstört dann alle von dem Monster in Verteidigung. Das hat er jetzt gemacht. Sonst habe ich den Angriff immer annulliert. Ziel genau bewachen. Sprich, einen falschen Angriff annulliert, aber ich habe irgendwie die Mühe. Nein, ich habe den falschen annulliert. Mein Fehler. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, wählt ein Monster Stufe 4 niedriger eine Friedhofsbeschwörung Spezialbeschwörung in eine Verteidigungsposition. Es kann in diesem Spielzug wieder Kampf nach Karteneffekte zerstört werden. Okay, das ist mal eine gute Wache. Also ein guter Schutz schon mal zum Anfang. Nehmen wir mit. Aber der seht schon, ich habe mal ein bisschen gewarnt. Im ersten Duell gegen Yugi, gegen warum immer das war. Erstes Duell. Habt ihr doch noch mitbekommen, dass es recht langsam gegangen ist? Da. Was kann noch? Ah, nein, schon gut. Haha, er muss angreifen. Mit dem 1,8. Was ist das? Nein.
Ja, er wird aber zerstört. Okay, sie sind schlau. Habe ich nicht gedacht, dass sie so schlau spielen. Jetzt habe ich aber ein bisschen verloren. He? Ja. Was habe ich vorhin gesagt? Genau, am Anfang war das Duell noch so langsam. Ich habe nur ein Monster gespielt, dann vielleicht noch ein zweites und dann 2 Opfer und die Duelle sind sehr lang gegangen. Die Duelle gehen tatsächlich immer noch lang, aber der sieht schon, der Gegner spielt wesentlich intelligenter. Nein, lassen wir durch. Und... da. 2000 verlieren und dann lassen wir auch durch. Den lassen wir auch durch. Den aber nicht mehr. Zerstört er die nicht angegriffen haben oder die keinen Angriff deklariert haben? Zerstört alle Monster im Spielzug keinen Angriff. Okay, deklariert haben sie nicht. Okay. Ich habe mein erstes Spiel leider verloren. Das ist aber völlig okay. Das ist völlig okay. Mo, es ist völlig okay. Ja, übertrieb, Kollege. Griff mich einfach an, Mann, so etwas nervt. Ja, ich weiß aber noch überlebt. Mist. Ja, erste Mal duelliert, erste Mal verloren, aber... Scheiße. Naja, also einen Fehler haben wir vielleicht gemacht, aber sonst haben wir eigentlich einfach gegen Erzunterwäldler auf dem Feld gehabt und das ist schwer wieder geht's gesehen. Ohne den hätten wir das Duell garantiert gewonnen. Und früher hast du aber so schwierige Sachen machen. 2 Monster opfern, musst du Polymerisation haben, um ein starkes Monster das Mexadeck beschwören. Jetzt brauchst du einfach nur 2 Monster fertig. Darum müssen wir hier extrem aufpassen. Okay, Kampfgeist macht. Das Monster kommt unter Angstpunkt, aber das Monster die Gegend kontrolliert. Okay, voll easy. Wenn die alkoholische Monster zerstört oder wiederverkleidet wird, füge dem Gegner die Hälfte Schaden zu. Mal da, Tempokrieger. Rüsten nicht aus. Nein, ist schon gut. Effekt von dem. Tempokrieger kann im Spielzug, wo sie beschworen wird, seine Angriffspunkte verdoppeln, nämlich auf 1800. Geil, hä? Und so kann ich seinen Zwillingsschildverteidiger zerstören. Ah, das sind so Duelist Genesis. Nein, warte jetzt mal. Das erste Booster 5Ds, Erinnerungen kommen da auf. Ah, schöne Zeiten. Schöne Zeiten. Okay, er hat seinen Vizedrachen gespielt und nicht mehr 2000 hat, sondern nur 1000, weil er kein Monster dafür geopfert hat. Was zum Teufel bist du? Abstimmgeschirr. Diese Karte kann als Monsterstufe 2 behandeln werden, falls Synchrobeschwörung. Okay, falls diese Karte für Synchrobeschwörung von dem Friedhof gelegt wird, sehe ich eine Karte. Aber für das wir jetzt erstmal einen Empfänger auf dem Spielfeld haben. Sind ihr damit einverstanden? Ja! Viel gut. Viel gut. Ja, genau. Setzen wir mal. Jetzt muss ich aber langsam schon aufpassen, weil jetzt hat Typ Essig dort schon ein bisschen viel Monster für meinen Geschmack. Aber schwacher, darum geht er ja wieder, okay. Warte, Synchrobeschwörung meine ich. Geben und nehmen. Beschwöre den Monster mit Spezialbeschwörung auf deine Verteidigungsposition auf Spielzeit des Gegners oder erhöht die Stufe über eines Monsters kontrollierst. Das bedeutet eine Phasenstufe für eine Spezialbeschwörung des Monsters. Nein. Was hat er? Falls diese Karte Synchrobeschwörung als Synchromonster gelegt wird, sehe ich eine Karte. Easy. 3 und
2 sind 5, das heißt, ich brauche noch als Monsterstufe 2. Zu diesem Zweck da. Und ja, ich muss fast. Was habe ich da? Ich hätte auch noch eliminieren können, den kleinen Tangolem. Aber ich bin mal gespannt, was er macht überhaupt. Er spielt nur einen Zahnrad. Er spielt einen Zwillingsschildverteidiger. Was gibt's am 8? Nein! Mein Sternenstaubdrache! Oh nein! Mein Sternenstaubdrache. Also am UCC Sternenstaubdrache. Okay. Wenn er durch Karteneffekt zerstört werden, kann er sich einfach opfern und dann kommt er in der Endphase wieder. Etwa so. Kraft des Geistes. Während des Spielzuges deines Gegners bei der Schadensberechnung der Kampfschaden, den du aus diesem Kampf erhältst, wird zu 0. Dann kannst du für deine Hand einen Empfängermonster Krieg um Durchbefragung für den auf deinem Friedhof hinzufügen. Okay. Dankeschön. Was kannst du denn mal? Beschwöre ein Monster als Friedhof bei Spezialbeschwörung auf deinem Spielfeldseite. Warum sollte er das machen? Warum sollte er das machen? Egal, ich spiele mal Nitro-Synchron. Gehe in Angriff mit Schildkrieger. Aktiviere Effekt von Stachelschrabenigel. Wenn ich einen Empfänger kontrolliere, kommt er aufs Spielfeld. Spiele den Nitro-Krieger als Synchrobeschwörung. Platsch, platsch, platsch. Yes, Nitro-Krieger 2.8. Starkes Ding. Hat man einige Duell gerissen damals. Effekt dafür Karte ziehen. Jo, nehmen wir. Nachher. Wenn ich am Spielzug die Zauberkarte aktiviert habe. Kommt sie Ausgangspunkt. Genau. Wenn die Karte das Monster vergangen zerstört, kann ich nochmal angreifen. Ah, das ist eine super Karte. Also ich durfte es noch ein bisschen mehr erklären. Erstens rüstet so fett aus mit Kampfgeist. Und mit Gerümpelregen. Ich hätte jetzt warten zum nächsten Spielzug auch noch die Zauberkarte H zum Aktivieren, aber jetzt hat er 4-4 Angriff, zerstört ihn. Nachher durch seinen Effekt tut er ihn in Angriff ändern und gerade nochmal angreifen. Finde ich eine super Sache. Wird in diesem Spielzug nicht länger zum Zerstören ihn machen tun. 1009. Effekt von Niedrücken aktivieren, jawohl. Der Typ hier in Angriff. Der hat der Effekt weg Lebenspunkt. Der hat der Effekt da. Und so. Yes. Der Gegner hat eine Karte gesungen, Effekt der Karte aktivieren. Ja, Mann! Was? Nein. Muss das offen sein? Offen, ja, okay. Sonst hätte ich eben nur eine Karte gegeben. Die Karte nervt ein bisschen. Jetzt schon. Eisenschrottvogelscheuche. Nein, merci schön. Nein. Einfach nein. Du musst mal begreifen. Jetzt hör mal auf. Wenn du eine Frage stellen, rühre den Controller an die Wand. Ja, da wollte ich gerne beschwören. Nee, nee. Das war der Controller an der Wand. Jetzt greifen wir an. Und zwar mit dem da. Mit dem da. Da fragt dich sicher, aber mit dem anderen Angriff hast du auch ein Duell gewonnen. Ja, aber... Nein, es fehlen 150. Verdammt, ich hätte einen Effekt von Grümpelregen gehofft. Hey, hey. Boah. Sitzburt, noch 150 Lebenspunkte. Ich glaube, das schaffst du nicht. Nein, nein. Das schaffst du nicht. Müssen wir nicht haben.
Ja, jetzt hat er gewonnen, egal was passiert. Egal was passiert, weil die Karte jetzt ziehen, ist eine super Karte, interessiert mich aber nicht. Nein, 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 weil ich greife an mit. Nein. Da. Ja. Da. Einfach, dass es noch ruhig ist. Das ist nachher aktivieren. Weil, ich soll sagen, früher in den DS-Spielen, früher haben wir noch Geld bekommen, wenn man möglichst viel Sachen aktiviert hat, so möglichst viel Zauberfallen, hat ihr so 100 Punkte gegeben. Habe ich das nicht gesagt? Ich besiege dich mit deiner eigenen Karte. Haha! Wobei, das war meine eigene Karte. Egal. Yusei und Jacks Duell hat einen massiven Flammendrachen vor ihnen beschworen. Oh, ein Flammendrache. Cool. Jeder schien geschockt, bis auf einen Mann, Rex Goodwin, der Leiter vom Sektor Sicherheitsdienst. Was ist das? Ein Drache? Was für ein Trick ist das, Yusei? Oh, das sieht schon mächtig aus. Die mächtige Beste ist auf dem Dornröschenschlaf aufgewacht. Was passiert mit meinem Körper? Oh, was? Ich bin nicht der Einzige mit einem Mal? Also, weißt du, was das ist, Jack? Du weißt es nicht, nicht wahr? Sag schon, was ist hier los? Ha! Du bist in Missachtung von Code 36b, in dem es heißt, dass kein Bewohner von Satellite nach New Domino City eingehen darf. Im Auftrag von Sektor Sicherheitsdienst wirst du verhaftet. Versuche nicht, wegzurennen, wir haben dich umstellt. Oh Mann, ich habe keinen Ausweg. Und selbst wenn ich es schaffen sollte, weiß ich immer noch nicht, was aufs Mal auf meinem Arm war. Genau. Der Yusei hat nämlich ein Drachenmal auf seinem Arm, genauso wie auch der Jack Atlas. Er will es aber nicht zugeben. Das hat noch 3 andere Leute, darum 5 Ds. Jeder von diesen Typen, der ein Drachenmal hat, hat auch einen Drachen. Das Sternenstabdrachen, der Rotdrachen Nelson-Wäldler, beide haben das Mal auf dem Arm. Gibt es noch mehr Drachen? Finden wir es raus. B. Die Anlage. Nach seiner Festnahme vom Sektorsicherheitsdienst von Carbadom wurde Yusei zum Gericht zur Verurteilung gesendet. Yusei wurde mit Verfolgungsfarbstoff auf seiner linken Wange markiert und gefesselt in einen Bus gebracht, für ein Gefängnis, was als Gefangenenlager bekannt war. Yusei wurde in einer Zelle in einen anderen Häftling namens Tenzin Yanagi platziert und die beiden wurden sofort Freunde. Da hat sicher nicht Tenzin Yanagi geheißen im Anime. Okay. Schön zurückgeklein. Ich glaube, ich bin netter als meine letzten Mitbewohner. Was macht ein Typ wie du denn hier? Ha, haben Sie das Gesicht gesehen? Er hat das Tattoo bekommen. Aha. Und das ist das Tattoo, oder auch überall in jedem Artwork vom Yusei gesehen. Und jetzt wisst ihr, wo er es her hat. Es ist eine Markierung. Was macht ein Typ wie du denn hier? Ich? Haha, es ist, weil ich Karten sammle. Jeder tut das. Aber meine sind illegale Magierelikte aus alten Zivilisationen. Das klingt ziemlich cool. Ich wünschte, ich könnte solche sehen. Klar, ich werde schon viele Male reingesteckt, dass ich gelernt habe, wie ich mein Gartelsteck an den Wachen vorbeischleichen kann. Und gut, dass ich es gemacht habe. Er hat jetzt geschluckt. Boah. Und dann rausgeschissen. Boah. Warum? Uns ist nicht gestattet, in einem Gefängnis zu duellieren. Dort eine Menge Klienten. Duellieren ist die einzige Möglichkeit, um in Sicherheit zu bleiben. Und dann wird deine Lektion früh genug lernen. Haha, sobald wir diese Karte haben, ist alles okay. Genau. Im Duell im Gefängnis ist Duellieren Trumpf. Es ist verboten, aber es ist auch Trumpf. Der mächtigste Duellant hat das Sagen dort. Und man muss Kochen zum Beispiel schmieren mit einer guten Karte. Dann tut es ein bisschen schickeres Essen geben. Man muss mit Karten schmieren, wenn man ein Safe verlässt, ohne dass man den Husset. In Gefahrenlager war es illegal, Decks zu haben und sich zu duellieren, aber das hat die Gefangenen nicht gestoppt. Ihre Decks reinzuschleichen und sich für Respekt zu duellieren. Yusei und Tenzin wurden schnell von einem Ex-Duell-Champion namens Bull Tanner konfrontiert. Oh Gott, der Typ, ja. Sag Hallo zu meinem Duellstadium, Neuling. Jetzt lass mich nicht sagen, wie die Dinge hier funktionieren. Erster Tag drinnen. Sorry. Jetzt lass mich dir sagen, wie die Dinge hier funktionieren. Erster Tag drinnen, jeder duelliert. Du duellierst dich gut, du bekommst Respekt. Aber bekomme keine Ideen, denn ich bin der Beste. Duellieren? Gegen dieses wertlose Treasure-Deck. Oh bitte, ich möchte eine Herausforderung. Und die willst du bekommen. Du hast gesagt, wir duellieren hier für Respekt. Ich denke, es ist Zeit, dass du lernst, was das wirklich bedeutet. Oh. Oh. Der Fudo kann austeilen. Aha. Geil. Gegen Bull Tanner. Gegen Stachelfrisur-Typ.
Genau. Sollte kein Problem sein, was habe ich für Karten? Indiana Jones Karte, was läuft da? Ja. Kristallschädel, das ist Indiana Jones. Falls du ein offenes Chronomalmonster kontrollierst, du kannst diese Karte auf den Friedhof abwerfen und füge deiner Hand ein Chronomalmonster von deinem Friedhof. Oh Gott, ja, keine Ahnung, wie die funktionieren. Kann man nicht schlecht sein, wenn wir eine Spielfeldkarte hier spielen. Chronomale Stadt Babylon. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Chronomalmonster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Chronomalmonster in deinem Friedhof mit derselben Stufe des verbannten Monster wählen. Spezialbeschwörung, okay. Wenn du das offenes Chronomalmonster kontrollierst, du kannst diese Karte auf dem Friedhof abwerfen, füge deine Hand ein Chronomalmonster von deinem Friedhofdeck hinzu als ein chronomalischer Kristallschädel. Effekt von chronomaler Kristallschädel kann nur einmal pro Spielzug verwendet werden. Also Altraum, Ritterrat. Das kannst du. Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster wählst, das du dagegen kontrolliert. Das kann wieder angreifen nach seiner Position Enter Spiel für die Zerstörer diese Karte. Und dann das Step befasst für den Kämpfer. Okay. Ich warte nicht mehr, bis er das Synchromonster spielt und dann damit ausrüsten. Ah, Reckes. Das ist mal chronomale Kristallknochen. Fast gegen ein Monster kontrolliert, kannst du diese Karte Spezialbeschwörung, Granatbeschwörung, was du tust, du kannst ein chronomales Monster von einem Spezialbeschwörung haben oder die Beschwörung ausgegeben. Die soll warten. Tack. Tack. Und ich besorge mir, was weiß ich, da. Chronomal Maya Maschine. Okay, ja. Ich spiele einfach Monster aus. Was bist du echt? Emes der Unendliche. Jedes Mal, wenn diese Karte ein Monster des Gegners zerstört, kommt er 700 Angriffspunkte über. Nein. Ja, nein. Ja. Das Altraum Literat richtig epische Animation kein Anime. Der Boris Plünderer wäre jetzt als Rad richtig gefesselt und es tut ihm weh und so Scheiß. Jetzt kann ich gesagt, wo du die Maschine behandelt bist, du Maschine? Ja! Erst probiere die chronologische Maya-Maschine, dann aktiviere ich nichts. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Ich glaube, ich spiele nicht mal den. Jirai Gumo. Axt der Verzweiflung, alright. Glückseisenaxt, jetzt übertreibst du. Nochmal Glückseisenaxt, ja komm jetzt. Versuch dein Glück, Kollege. Haha. Okay, der Angriff geht gleich durch. Ja, er hat leider gerade den falschen zerstört. Abtraumrad gibt er 500 Schaden, Kollege. Der da, ja, für. Nein. Kolossal als Skin Golem. Während des Spielzugs, was du diese Karte bereits eine normale Zappelkarte aktiviert, habe ich nicht. Nein. Okay. Setzen. Ich kann nicht viel machen. Aber ja. Ich kann ihm zuschauen, wie er zerstört wird. Weil der Boris Plünderer macht gerade gar nichts mehr. Feuerformation Tenki. Okay, interessant. Phantomungeheuer Wildhorn. Okay. Zerstört meine Monster. Okay. Greift mit Jirai Gumo an. Er probiert es nochmal. Hat Zahl ausgewählt. Es wird aber Kopf. Verdammt! Dann geht der Angriff normal weiter. Ja, es ist ein Glücksspiel. Jetzt. Gewinnen oder nicht gewinnen? Das ist hier die Frage. 500 Leben Schaden mal. Nein. Du kannst diese Karte für deine Friedhof verbannen und dann holst du die Stufe 3 drücken, Angriffsposition im Spiel. Nein. Kann ich da etwas machen? Ja! Chronomale Stadt Babylon. Will Karten wählen? Da? I guess. Karte wählen. Oh fuck, habe ich falsch gewählt. Dinge. Habe ich das mal wollen, den verbannen und den anderen beschwören. Naja. Passiert nur der Beste. Da ja, jetzt habe ich mal wieder 2 Monster.
Da die meisten Stufe 3 zu haben scheinen. Also, 2, 3 haben Stufe 3, 2 Stufe 4. Warum hat jetzt der 1700 oder 1800? Ach so. Ja, der hat er gut zerstört. Weil, da hat er mir nämlich noch ein bisschen Mühe gemacht. Der weg, der weg. So, jetzt kommt alles davon. Kopf oder Zahn? Kopf nimmt er. Und es kommt. Ja! Nein! Scheiße. Leider wieder mal verloren. Ah. Ob das Duell noch erfolgreich gestaltet werden kann, gesagt, aber erst beim nächsten Mal. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Der Einstieg ins 5 ist somit nicht gelungen, wie immer. Haben wieder mal ein bisschen viel verloren. Ihr seht schon, es geht um Synchromonster. Wir sind im Gefängnis gelandet, kommen wir zum Gefängnis wieder raus. Das also noch viel mehr beim nächsten Mal bei Yu-Gi-Oh! 5 D's Legacy of the Duelist. Bis dahin und ciao.